Gute Morgen, liebe alle Guten, und herzlich willkommen bei mir daheim. Mein Name ist Tom Weber, ich bin 23 Jahre alt und ich bin von Grevemacher. Bon, ich meine, ich brauche dich nicht mehr wirklich zu sagen, aber momentan ist ja alles ein bisschen schon ähnlich. Das ist auch schon bestimmt aufgefallen. Und ich meine, sogar hier bei uns auf der Mosel gegen mich in das Zeit normalerweise zu lösen, aber sicher, ob den traditionellen Weinmarkt für bereden. Aber so wie jetzt ausgesagt, werden wir die Griechen von diesem Jahr wahrscheinlich bei uns an der Stufmesse machen. Ehre Jufenke gebe ich nach ganz gern Merci und den Jerome ausrichten für das flott, aber bereichernd Initiativ, die ein HOP gestaltet hat. Dem Jerome seine Arbeit an der Lützebäuer Literaturszene und insbesondere auch sein Engagement für die jungen Lützebäuer Autoren und Autorinnen ist natürlich bekannt und das ist ein Lichtblick an der Literaturszene an diesem Land. Und dafür dir, Jerome, ein ganz große Merci, Altnesenkehr. Ich bin dann auch Teil von dieser Gruppe von jungen Leuten, die sich von Zeit zu Zeit auch mal dazu hinreißen lassen, ein Buch zu schreiben. Mein Werke sind über die letzten Jahre regelmäßig publiziert worden. Das hat sowohl eigenständig auf Deutsch und noch am letzten Jahr immer mal wie oft auch auf Englisch. Und er war als Teil von Anthologien. Also das zum Beispiel Lorich ganz kürzlich sind 5 von meinen Gedichten an der Anthologie von den jungen Lützebäuer Lyriker und Lyrikerinnen rauskommen. Das Anthologie gouf a Griechenland zu Athen beim Vexicon Publications Verlag veröffentlicht. Lieber alle Gute, da kann ich so, wie den Jerome mir geschrieben hat, für diesen Beitrag hier auf die Beine zu stellen. Da habe ich mir natürlich gleich Gedanken gemacht, was ich dann heute Kind überhaupt lesen. Schon in paar Bücher rausbrüche, die mich kennen, wissen, dass ich normalerweise viel Lyrik geschrieben und viel Gedichte. Und ich habe aber gedacht, ich gebe euch heute lieber auf ein Reis invitieren. Wir wissen es ja alle, denn Monique Xavier sagt ganz zu Recht, dass man momentan Reisen besser sollte vermeiden, sowohl mit Kurzdistanzen wie natürlich auch länger Distanzen, dafür viele Leute möchten ein Klü, hier Vakanz wahrscheinlich müssen aufzuhören für Ostern. Aber dank der Literatur und dank der Bücher können wir ja aber auf eine gewisse Art und Weise reisen. Und zwar durch die Geschichten, diese erzählen. Und dafür habe ich mich dezidiert, dass ich heute ein Extra lesen aus meiner Novelle Charons Bachke. Das ist 2018 publiziert ging. Das ist die Geschichte von 2 Personagen, dem Tito und dem Anja, an ihrer Reise auf Venedig. Eine Reise, die sie konfrontiert mit ihrer eigenen Beziehung zu nehmen, wie auch der allgemeinen menschlichen Kondition, wie all gut Reise das soll machen. Ich werde euch noch ein Extra lesen aus dem 3. Kapitel. Das beschreibt ihren Ausflug auf San Michele zu Venedig, wo man nach Hause finden, was das ist, und auch auf die Insel Murano. Ich wünsche euch dann viel Spaß bei dieser kurzen Präsentation. Venedig, Tag 5. Warum wir Italiener es für nötig befinden, praktisch jedes einzelne Gebäck mit einer unerträglich dicken Zuckerschicht zu überziehen, werde ich wohl nie verstehen. Meine Eltern leisteten sich wenig Luxus, aber 1- bis 2-mal im Jahr unternahmen wir eine längere Reise während meiner Schulferien und mehrmals reisten wir ins südfranzösische Nizza. Dort habe ich das erste Mal ein trockenes, ungezuckertes Croissant gegessen und verabscheue seither aufs heftigste die italienische Variante. Im Allgemeinen bin ich keiner, der sich für Süßigkeiten oder Desserts begeistert. Nach einem Essen genieße ich meinen Espresso, nach einem harten Tag auch gerne einmal einen doppelten. Meine Abneigung gegen Süßes war ein derartiges Charaktermerkmal geworden, dass mein Vater einmal zu meiner Mutter sagte: An dem Tag, an dem Tito freiwillig einen Nachtisch isst, wissen wir, dass er einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Glücklicherweise zwingt mich das Melagrana nicht zu solch drastischen Maßnahmen. Das Frühstücksbuffet ist reichhaltig und abwechslungsreich, und so genieße ich morgens meine tägliche Schale trockenes Müsli, gefolgt von Knäckebrot mit einer Scheibe Käse. Anja bevorzugt Obst. Ihr Frühstück ist bunt und abwechslungsreich. Niemals würde sie an 2 Morgen hintereinander die gleichen Früchte essen. Während wir uns für den bevorstehenden Tag stärken, diskutieren wir bereits unseren Plan für heute. Nachdem wir unsere ersten 3 Tage in Venedig selbst verbracht haben, wollen wir heute mit dem Vaporetto nach Murano fahren und die dortige Glasbläserei besichtigen. Der Vaporetto nach Murano fährt nicht sofort zur Insel. Er legt vorher noch in San Michele an. Während sie sich eine Orange schält, erwidert mir Anja lächelnd: Wenn er schon dort anlegt, können wir San Michele doch auch gleich besichtigen. Was gibt's denn dort zu sehen? San Michele ist der Friedhof von Venedig. Anja hält inne und legt ihre Orange nieder. Oh. Um eine unangenehme Stille zu vermeiden, greife ich sofort vor. Aber weißt du, ein Friedhof sagt immer viel über die Geschichte einer Stadt aus.
Ich hatte mal einen Geschichtslehrer, der uns sagte, dass wenn man die Geschichte einer Stadt wirklich kennenlernen will, man immer ihren Friedhof besuchen sollte. Außerdem hast du vollkommen recht. Wenn der Vaporetto sowieso dort anlegt, können wir uns San Michele auch gleich anschauen und dann mit dem nächsten Vaporetto nach Murano weiterfahren. Sichtlich erleichtert, dass ich dem Thema seine Schwere genommen habe, greift Anja wieder nach ihrer Orange und erwidert: Toll, dann steht unser Plan für heute ja schon. Das Wetter ist wirklich auf unserer Seite. Während wir dem Rio dei Greci nach Norden folgen, scheinen die gedimmten Strahlen der Wintersonne durch die schmalen Gassen der Serenissima. Vielen Städten sagt man nach, dass sie einen eigenen Charakter besitzen würden. Doch Venedig nimmt unter diesen Städten noch eine Ausnahmerolle ein. Diese Stadt vor der Küste Italiens lebt. Wie Adern durch einen riesigen Körper zieht sich das Wasser der Lagune durch die Abertausenden von Gassen. Die Feuchtigkeit verleiht der Stadt etwas Vitales. In manchen der alten Palazzi kann man die Bewegungen des Wassers unter den Fundamenten sogar spüren. Wir überqueren die Brücke über dem Rio San Francesco della Vigna und nähern uns langsam dem Dock, an dem die Vaporetti nach Murano abfahren. Anja ist immer noch sichtlich verliebt in diese Stadt, genauso wie ich es bin. Alle paar Meter bleiben wir stehen, damit sie ein Foto von einer weiteren schönen Szenerie machen kann. Wir haben bisher noch kein Foto von uns gemacht und ich frage mich, ob wir es überhaupt tun werden. Wie gerne würde ich aus dieser Reise das Fundament für etwas Größeres machen. Wie gerne so viele Fotos wie möglich von uns aufnehmen, um sie in ein paar Jahren betrachten zu können und glücklich festzuhalten, dort hat alles angefangen. Doch die Gedanken, dass von dieser Reise nur Aufnahmen vom Verfall gezeichneter Gebäude übrig bleiben, verlassen mich nicht. Noch immer haben wir den eigentlichen Grund unseres Hierseins nicht angesprochen. Mit Zeiten war ich nah dran, aber dann kam wieder so ein Moment, währenddessen ich mich Anja so nah fühlte, dass ich diese Nähe um nichts in der Welt verlieren wollte. Während wir uns dem Fondamente Nuove nähern, denke ich über Beziehungen nach. Wir gehen durch dieses Leben und begegnen einer Vielzahl von Menschen. Doch wie vielen von diesen Menschen sind wir wirklich nah? Wie oft begegnen wir Menschen, mit denen wir eine Verbindung spüren, eine Verbindung, die nicht einmal aufgebaut werden muss, sondern die einfach da ist. Die alten Griechen kannten eine Legende, die besagte, dass die Menschen zu Anfang Kreaturen mit 4 Händen und 4 Füßen sowie 2 Gesichtern waren. Da sie dem Göttervater Zeus zu mächtig erschienen, entschied er sich, sie aufzuspalten. Ein Mensch ist nach dieser Legende somit eigentlich nur eine Hälfte eines größeren Wesens und der Sage nach verbringen wir unser Leben damit auf dieser Welt umherzuirren, auf der Suche nach unserer anderen verlorenen Hälfte. Wie bei einem Puzzle gibt es sehr wohl viele andere Menschen, die fast zu uns passen und sehr viele geben sich mit diesem fast zufrieden. Ich blicke zu Anja und wie immer, wenn ich sie sehe, lächle ich. Nein, ich bin mir ganz sicher. Anja ist kein Fast. Während sich der Vaporetto San Michele nähert, spüre ich ein leichtes Unwohlsein. 2008 kommt mir wieder in den Sinn, das Jahr, als mein Vater zu Grabe getragen wurde. Damals war es der Beginn einer qualvollen Zeit, der ich mit letzter Kraft entkommen bin. Habe ich mir das gut überlegt? Bin ich überhaupt bereit für diesen Besuch? Aber meine Zweifel halten nicht lange an. Dieses Mal bin ich nämlich nicht alleine hier. Als wir an der Anlegestelle aussteigen, merkt man sofort, dass dieser Ort einem ganz bestimmten Zweck dient. Ich bewundere die Stille Venedigs, aber diese Stille hier auf San Michele ist von einer anderen Art. Während sie in Venedig erleichtert und befreit, liegt die Stille auf San Michele wie ein schweres Leinentuch. Man hat fast das Gefühl, die Insel wüsste, welche Funktion sie erfüllt und versuche nun, die Besucher zur Ruhe anzuhalten. Wir packen unsere Sonnenbrillen und Kameras in unsere Taschen. Einen Friedhof besucht man nicht als Touristen. Dies ist ein Ort, an dem die Zukunft nicht existiert. Die Bewohner dieser Insel sind am Ende ihrer Reise angelangt. Ich weiß, es ist irgendwie falsch, das zu sagen, aber dieser Friedhof ist wirklich schön. San Michele ist ein sehr grüner Friedhof. Gerade wandern wir durch eine parkähnliche Struktur, die gleich hinter dem Eingang liegt. Nein, du hast absolut recht, Anja. Das hier ist ein schöner Friedhof. Es ist ein sehr angebrachter Ort für die Verstorbenen. Wenn der mal erlebt, übersprangen ich einen kleinen Platz und da wissen wollt, wie Dofiro geht, dann gebe ich euch empfehlen, das Buch zuzulesen. Wir lesen nur weiter zu Murano. Murano ist eine malerische kleine Insel, die nur wenige Minuten von Venedig entfernt liegt.
Mit seinen bunten Häusern wirkt sie etwas surreal, wie eine Zwischenwelt, die außerhalb unserer Dimension liegt. Man ist Tourismus hier offensichtlich gewöhnt. Der Weg zur Glasbläserei ist sehr gut ausgeschildert. In einer Art Hinterhof finden wir den Eingang zum Vorstellungsraum. Der Eintritt kostet wenige Euro, im Vergleich zu den restlichen Preisen in Venedig recht billig. Der Vorführraum ist eine Scheune mittlerer Größe. Wir und die anderen Besucher werden gebeten, Platz auf einer äußerst rustikal wirkenden Holztribüne zu nehmen. Der braungebrannte Mann, der die Eintrittsgelder kassiert hat, betritt kurz darauf die Fläche vor der Tribüne und beginnt über die Glasbläserei zu reden. Erst auf Italienisch, dann auf Englisch. Hinter ihm steht ein weiterer Mitarbeiter. Seiner Kleidung und seiner abgenutzten Haut nachzuurteilen, ist er wohl direkt in den Herstellungsprozess mit eingebunden. Diese Annahme wird mir auch gleich bestätigt, da er plötzlich wie auf Kommando nach einem langen Stab oder Rohr greift und eine Demonstration des Herstellungsprozesses der Glasbläsereien beginnt, während sein Partner seine Rede routiniert fortsetzt. Ich habe nie zuvor gesehen, wie sie diese Glasfiguren herstellen. Bei meinem ersten Besuch vor 6 Jahren hatten wir keine Zeit mehr, um Murano besuchen zu können. Doch was sich nun vor meinen Augen abspielt, kann ironischerweise nur mit dem Wort Magie wirklichkeitsentsprechend beschrieben werden. Der stumme Arbeiter wirbelt seinen metallenen Stab durch die Luft, als ob er antike Götter beschwören würde, und mit jedem Schwung nimmt das Glas an der Spitze seines Zauberstabs mehr und mehr Form an. Nach einigen Wiederholungen dieses Prozesses erkennt man schließlich das Endprodukt dieses handwerklichen Wunders. Ein seine Vorderhufe ausschlagendes Pferd. Ich habe mir die Herstellung dieser eleganten Figuren immer wie eine unglaublich komplexe und vor allem langwierige Arbeit vorgestellt. Aber dieses ekstatische Gewirbel kommt eher einer akrobatischen Zirkusnummer gleich. Ich höre dem Schwätzer im Vordergrund schon lange nicht mehr zu. Mich interessiert nur noch das Wunder, welches vor meinen Augen von diesem exotischen Zauberer vollbracht wird. Nach einem letzten grazilen Schwung durch die Luft setzt der Meister seine Schöpfung auf einen kleinen Holztisch genau vor unseren Plätzen. Uns ist erlaubt, sie uns aus der Nähe anzusehen. Anja und ich zögern keine Sekunde, um unter den Ersten zu sein. Die unglaubliche Energie, die dieser Vollbluthengst durch seine Positur verkörpert, steht in starkem Kontrast zu der Zerbrechlichkeit des Materials, aus dem er gerade vor unseren Augen geschaffen wurde. Die Figur ist wunderschön. Man erkennt jedes kleinste Detail von einzelnen Muskeln bis zu den individuellen Strähnen seiner mächtigen Mähne. Doch wenn man solch absolute Schönheit sieht, sollte man stets vorsichtig sein. Kann sie doch mit einer einzigen unvorsichtigen Bewegung in 1000 Stücke zerspringen. Ich so nicht vielmals merci für die Nolauschterin, halt eure steif an denkt immer drin, mit Optimismus kommen wir durch alle Situationen. Ich all nach einen schönen Tag.